Ein Blondschopf. Zuchtbulle Alfons I. soll Herr über 6 Büffeldamen werden. Seine ersten Kilometer in einem Hänger hat der Zweijährige gerade hinter sich. Ziemlich gelassen. Ja, ich denke schon, dass es Sympathie gibt zwischen uns zwei. Ich denke, dass wir 2 gut auskommen werden. Täglich kontrollieren Max Riedl und Lebensgefährtin Lisa Stanka, ob der Zaun noch steht und ob sich der Neuzugang inzwischen als friedfertiger Chef etabliert hat, wo immer die Herde versteckt ist. Mal sehen, ob sich die Tiere heute aus dem Schlamm locken und vielleicht sogar streicheln lassen. So, normalerweise liegen sie da in ihrer Hauptzule. Heute allerdings nicht. Ich denke, sie sind da im Gestrüpp und liegen im Schatten. Ah ja, da vorne sieht man den Rücken. Sind sie doch in der Hauptzule. Der erste in weitem Umkreis von Weißenburg, der auf die Idee kam, Wasserbüffel nach Mittelfranken zu holen, war Max, 2023. Er hat Umweltmanagement studiert, kennt sich aus. Die Wasserbüffel sind eigentlich die einzigen Tiere, mit denen man so nasse Flächen bewirtschaften kann, nutzen kann. Und es ist ja auch wichtig, dass solche Flächen in Bewirtschaftung bleiben. Ansonsten geht auch diese Artenvielfalt verloren. Die tierischen Rasenmäher sind hervorragende Landschaftspfleger. Die Büffel fressen an der einen Stelle, da ist wenig Bewuchs. An der anderen Stelle lassen sie was stehen, da ist noch hohes Schilf. Auf der anderen Seite legen sie sich Suhlen an, öffnen die Grasnarbe mit den Hufen, wo wieder neue Pflanzen keimen können oder wo Amphibien ableichen können. Ja, das kann man anders so gar nicht schaffen. Sein großes Ziel ist eine moderne ökologische Landwirtschaft. Warum Landwirtschaft? Das war schon von Kindheit an irgendwie ein Wunsch, ein Traum. Es ist einfach schön, wenn man was wachsen sieht. Egal, ob es jetzt die Pflanzen sind oder die Tiere. Max wurde als kleiner Bub schon vom Opa geprägt. Landwirt, Metzger, Wirt, da waren immer Tiere. Der kleine Max hielt Stallhasen, Kaninchen, Meerschweinchen und Federvieh, begann sogar eine eigene Rassegeflügelzucht. Seit 2017 hat er Bienen. Sie waren der erste Schritt in die Selbstständigkeit. Deutschlandweit ist er unterwegs. 70 Völker hat er als Wanderimker insgesamt. Willst du mal reinlangen? Schön verdeckelt. Schmeckt sehr gut. Ich habe es noch nicht genau gezählt. Aber man sagt, im Sommer sind so bis zu 50.000 Bienen in einem Bienenvolk. 70 mal 50.000, 3,5 Millionen. Die bretonischen Zwergschafe hält er nebenbei. Als Wollrasse sind sie nicht gut zu vermarkten. Streichelschafe. Rechnen tun sich jetzt unsere Zwergschafe nicht, aber kann sich nicht immer alles rechnen. Die Qualität sind solche Momente, wenn man das dann vor die Tiere zurückkriegt und sieht, was sie für Vertrauen in uns haben. Auf den Wasserbüffeldamen sind ihre 4 Kinder schon geritten. Jedes Mal ein Highlight. Ob es auch heute klappt? Jetzt er kommt. Na auf, kommt. Scheinbar haben sie heute keine Lust auf uns. Keine Lust auf Streicheleinheiten. Ich denke, sie sind halt jetzt auch noch neu in der Situation mit den Bullen. Davor waren es ja nur die 6 Damen. Das war eine ganz andere Situation. Ja, die Kühe wären jetzt zu mir hergegangen, hätten sich streicheln lassen wollen. Aber scheinbar ist der neue Herr nicht so einverstanden. Ist er eifersüchtig, der Gute. Und dann geht's doch. Das Glück der Erde liegt für manche auf Wasserbüffelrücken. Also sie sind süß und witzig. Am Anfang waren sie ein wenig scheu. Ich finde, es ist besonders und anders wie das Reiten auf einem Pferd, weil man benutzt ja auch nicht einen Sattel oder sowas. Die große Hoffnung, dass Nachwuchs kommt und sich eine Zucht aufbauen lässt mit Fleischvermarktung. Muss man viel ausprobieren, dazulernen. Ja, aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg, dass das alles so funktioniert, wie wir uns das einbilden.
Wenn Alfons mitspielt, könnte der Traum von der eigenen Landwirtschaft Wirklichkeit werden. Für Max, den Wasserbüffelpionier aus dem mittelfränkischen Emmetsheim.